Einmal hat sich Jesus zurückgezogen zum Gebet. Als er fertig war, hat einer von seinen Jüngern gebeten, Herr, lehr uns doch, wie wir beten sollen. Weil der Johannes, der Täufer, hat das seine Jünger auch gelehrt. Da hat Jesus geantwortet, wenn ihr betet, dann macht es nicht so wie die Scheinheiligen, die gerne öffentlich in der Synagoge oder am Strassenecken beten, dass sie alle sehen und hören können. Weil sie haben so ihren Lohn schon bekommen. Wenn du aber betest, dann zieh dich zurück in dein Zimmer, tu die Türen zu und bete zu deinem Vater ganz privat. Weil dein Vater, der auch das Versteckte sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, macht es nicht so und liert Gebetsversli, aber wie das Menschen von anderen Religionen machen. Sie meinen, ihre Gebete werden erhört, indem sie ihre Worte immer und immer wiederholen. Aber euer Vater im Himmel weiss doch schon, bevor ihr ihn bittet, ganz genau, was ihr braucht. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, mach deinen Namen gross in dieser Welt. Komm, bau dein Reich auf. Schenk du uns heute, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden, so wie wir auch denen vergeben haben, die gegen uns gesündigt haben. Bewahre uns davon, dass wir dir untreu werden und beschütze uns von der Macht vom Bösen. Weil dir gehört die Herrschaft und die Macht und die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Wenn ihr anderen vergebt für das, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, dann wird euer Vater im Himmel eure Sünden auch nicht vergeben. Und dort hat Jesus noch eine Geschichte erzählt, für ihn noch mehr vom Gebet zu lernen. Er hat gesagt, stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu einem Freund und sagt zu ihm, gib mir bitte 3 Brot. Ich habe gerade überraschend Besuch bekommen von auswärts und ich habe nichts zu essen im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Und würde sein Freund jemand antworten, lass mich in Ruhe. Wir haben schon abgeschlossen und meine Kinder schlafen schon. Ich kann jetzt nicht mehr aufstehen und dir helfen. Ich sage euch, wenn er vielleicht auch nicht aus Freundschaft aufstehen und ihm etwas geben, dann würde er es zumindest machen, für seinen guten Ruf zu bewahren und ihm alles geben, was er braucht. Wer von euch Väter würde seinem Kind eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es für ein Ei fragt? Sicher nicht. Und wenn schon ihr, Menschen, die sündig sind, sogar genau wisst, was gut ist für euer Kind, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen der Heilige Geist geben, den er darum bittet?